Herr Präsident, liebe Freundinnen und Freunde, wir sind heute zusammengekommen für diesen normalen statutarischen Kongress. Auf so einen Kongress, als gewinnt, Rückblick zu machen, aber auch einen Ausblick. Ich gebe so einen Haut machen vielleicht mal einen Rückblick, aber einen Ausblick, weil wir wollen für uns gucken. Wir gucken auf hier. Und wir wollen ist best für die Zukunft von diesem Land gehen. Die finanzielle und ökonomische Realität in Lützeburg hat sich radikal verändert. An die nächsten Jahren kriegen wir mit Sicherheit nicht geschenkt. Weil Lützeburg steht richtig am Aufhang von der Krise. Käse sind eitel und das wenig wird nach Doas als schon gelehnte Geld. Der Skandal ist, dass das nur 20 fette Jahren geschieht. 20 Jahre als Geld in Lützeburg nimmen so an Staatskäse rangeschneit kommen. 20 Jahre als Geld ob ein irresponsablerweise der Fenster rausgeheilt gehen, das können die Bücher drüber schreiben. Die Freundinnen und Freunde, ich will nach 2 Punkten ausschneiden, wenn ich die Situation in diesem Land belicht. Wir sehen deshalb, dass die neue Mittelstandsministerin Françoise Hetto Betriebe besichern geht, an heilig versprach, sie gingen sich nur dafür einsetzen, dass Betriebe gingen liberiert gehen, dass Betriebe Platz kriegen, wo sie sich können etablieren, wo sie sich können näher los, wo sie sich können ausbauen. Das Dirfschaft von 20 Jahren Mittelstandsminister Fernand Boden. Vielleicht wird ministerisch gut beraten, wenn sie das bei der Gelegenheit auch mal ein wenig in Erinnerung rufen. Wer tun die Leute während den 20 Jahren gemerkt, die dem Volk den sicheren Weg versprochen haben? Den anderen Punkt ist den vom sorgsamen Umgang mit dem Geld. Ich habe schon gesagt, dass 20 Jahre lang Geld auf ein irresponsabler Weise zur Fenster rausgeheilt ging ist. Am Großen wie am Kleinen. Die falschen Projekte sind realisiert gehen. Pai-Musee, IGO, CITA, Tram, Flieger, Lot, Konservation von den Heichhöfen, alles Projekte, die man nicht gebraucht hätte. Wir haben ganz klare Ideen, wie in der Dänisch machen, und wir werden die demnächst präsentieren. Auch dort froh, als der sichere Weg, den das Land versprochen wird. Wir behaupten, dass Lützeburg schon lange kein demokratischer Staat mehr ist. Bestenfalls eine Demokratur. Eine Kreuzung zwischen Demokratie und Diktatur. Liebe Freundinnen und Freunde, Politik hat sich als Lützeburg den Staat zu eigen gemacht. Grenzen zwischen den politischen Parteien und dem Staatsapparat als Lützeburg sind immer mehr verwischt gehen. Sie feiern sich ab wie an einem Self-Service, wo auch noch alles gratis ist. Zu weit feiert das. Bei den Personalentscheidungen, das ist deutlich für all Staatsapparat. Von nicht Qualifikation, nicht der Fleiß, nicht Kompetenz, mit Parteikeit bei den Nominationen entscheiden das. Könnt ihr euch vorstellen, dass extra Gesetze geändert gehen, für Parteigänger auf hohe Posten zu heben? Die sagt mir, das geht es nicht mehr an irgendwelchen Diktaturen, wo die Korruption zur Normalität gehört. Nein, das geht es auch zu Lützeburg. Noch viel mehr schlimm. Und ich gehe Stichwort Staatsrat. Da der hat, wenn man dann den politischen Proport spielen lassen, schon lange, von Anfang an, Recht auf 2 Sitze am Staatsrat. Und da sagt der Staatsminister Juncker, nee, so einfach geht das aber nicht. Wir müssen das reformieren. Und dann, so nicht aber dann sieht man das mit strengem Blick an der Enceinte von der Chambre, dass jeder weiß, der Staatsrat ist kein Aufstellgleis für aufgetackelt Politiker. Das betrifft selbstverständlich nicht den Adi Jung, den sie aus der Chambre raus an den Staatsrat komplimentiert haben. Es betrifft selbstverständlich auch nicht die teuerste Minister, die CSV dem Lützeburger Staat je zur Verfügung gestellt hat, Madame Henniko.
die lokiert sich nur geregelt, dass an zwei Posten, den der RDR zugestanden wird. Die Freundin und Freunde, mir steht weder rechts nach links. Mir stehen Matzen am Volk. Aber wenn man dann einen Fehlgewurf kriegt, man wäre Populisten, da will ich daran erinnern, dass Volk auf Lateinisch Populus heißt. Aber wenn die Leute, die es wollen, bestätigen, dass man Matzen am Volk stehen, dann hören wir das selbstverständlich als Kompliment un. Wir wollen für allem da sein, wo die Leute die Chance trägt. Wir wollen für allem fest mit dem Face und Boden stehen. Ich behaupte, dass die Großparteien schon lange die Bodenhaftung hier in Lützeburg verloren haben. Wir wollen Partei vom gesunden Menschenverstand sein. Aber wir wollen uns dabei nicht von elektoralen Nivellierungen leiden lassen. Ich will und ich hoffe, dass wir in Zukunft doch weiter bei dem Grundsatz bleiben, dass wir uns bei allen Entscheidungen, die wir zu treffen haben, auch an der Opposition, immer in Frage stellen, was ist gut und richtig für das Land? Was ist gut und richtig für die Zukunft von diesen Kindern? Nimmen eine ehrliche Antwort auf das froh soll es leiden bei diesen Entscheidungen. Die Freundinnen und Freunde, wir haben nur gefangen mit den kleinen Renten. Und wir sind weiterhin da für die Sorge von den kleinen Leuten. Wir treten an für Solidarität und Sozialgerechtigkeit, aber auch für die individuelle Freiheit und die Förderung von der beruflichen Eigenständigkeit. Der DDR hat seit ihrer Gründung eine kontinuierliche Entwicklung von der Rentepartei zu einer Oppositionspartei gemacht, die für alle Leute hier am Land da ist. Ist Kritik muss in Zukunft mehr scharf und mehr bissig gehen. Vielleicht werden wir an den letzten Jahren ein bisschen zu viel brav gehen. Wir wollen nicht nur bei der Kritik bleiben, wir wollen noch konstruktiv Vorschläge machen. Wir haben, ich habe am Anfang gesagt, ein ganz gutes Wahlprogramm ausgeschafft, wo ganz viel positiv, konkret Vorschläge sind, und wir werden die an den nächsten Jahren immer Punkt für Punkt vorstellen und gucken, sie durchzusetzen. Etwas, was ich freut, ist, dass wir in letzter Zeit viel neu, aber besonders Jungleute beikriegt haben. Wir haben an den Bezirken bei der Jugend und bei den Freiheitskomiteen erneuert. Wir haben 3 neue Bezirkspräsidenten. Auch im nationalen Plan gehen es Neubesetzungen. Ist Partei ist, und das spielt den überall voller Elan und Motivation, für zum Wohl vom Land zu schaffen und zu kämpfen. Und ist Militante wissen, dass sie dafür keine Avantagen vom Staat oder von einer großen Partei zu erwarten haben. Die Freundinnen und Freunde, ich komme zum Schluss. Die nächsten Jahre werden für das Land nicht einfach gehen. Auch die Partei wird mehr wie einkehr für schwierigen politischen Entscheidungen stehen. Wir sind bereit, ist Verantwortung zu überholen. Wir haben in diesem Land gegen starken Widerstand eine große Stück Rentengerechtigkeit herbeigefordert, ob schon keiner der dem uns zugetraut hat. Wir haben auch auf andere Pläne vieles zum Gute bewegt. Und ich so nicht lassen wir diesen Weg zusammen weitergehen und ist durch nichts von diesem Weg für mehr Gerechtigkeit und Demokratie aufbringen lassen. Ich so nicht mehr.